Herzlich willkommen zu Fragen, die zu fragen sich bislang keiner traute, weil alle eher Angst vor der Antwort haben. Oder kurz FDZFSBKTWAEAVDAH Show. Jo, ihr Feinriver, was geht ab? Ich hoffe, es geht euch allen gut, ja. Ja, mir geht soweit eigentlich ganz gut, denke ich. T-Shirt passt noch, also ich habe wohl nicht zugenommen seit meinem Ausstieg, wenn ich ins Evers, ja. Hier, ich finde es echt geil, dieses lustige Fragestellen hier. Achtung, hier meine Frage. Wenn ihr auf einer einsamen Insel wärt und da würde eine Jukebox stehen, ja, und diese Jukebox wäre nur mit Feinripp-Songs bestückt, welcher Song würde von euch gespielt werden, wenn ihr nur einen einzigen Song auswählen dürftet? Ja, ich bin gespannt, was da rumkommt. Ich glaube, ich wüsste, was ich für einen Song auswählen würde. Ja, ich bin gespannt. Macht's gut, bleibt gesund. Lol, du Alter. Du siehst ja auch genauso aus wie letztes Jahr. Ich dachte, also es hat irgendwie einen Vorteil, wenn man die Band verlässt, so vom Aussehen und vom Gesundheitszustand, aber das ist ja genau das Gegenteil. Zu deiner coolen Frage, ja, also bei mir im Kurs sind auf jeden Fall die 500 Meile, weil das ein cooles Freundschaftslied ist, wobei würde ich das, wahrscheinlicher wäre die Ex aus Speyer, weil Speyer wimmelt von Exen. Genau, das Trainingslager sozusagen. Aber, ja, wobei, nee. Die Exen aus Speyer, nee, das gibt's auch, das ist Zickenkrieg. Aber ich glaube, dann nehme ich auf jeden Fall Enz-Zwisch-Holle. Weil Enz-Zwisch-Holle gehen immer. Und außerdem handelt es auch von Freundschaft und mal den ganzen Stress vergessen und die Sorgen weg und dann auch mal an sich denken und dann irgendwie feiern und Freunde und ich nehme Enz-2. Auf jeden Fall Enz-2. Enz-2 geht. Jo, Philipp. Dankeschön für die geile Frage. Hat mich sehr gefreut, weil ich schon lange den Traum hatte, irgendwie ein Gerät oder eine Jukebox zu haben, wo all unsere Lieder, die wir jemals geschrieben haben, drauf sind. Ne? Hätte ich gern als Autoradio tatsächlich. Wenn ich morgens auf die Arbeit fahre und kann mir irgendeinen Song von uns anhören. Ich bin nämlich wirklich tatsächlich jemand, der unsere eigenen Songs auch regelmäßig hört. Finde ich einfach geil. Von daher fand ich die Frage wirklich geil. Das Einzige, was nicht so geil war, ist, dass ich mir wirklich jetzt nur einen Song aussuchen darf auf der einsamen Insel. Und ich muss sagen, ich habe lang überlegt, welcher Song wirklich so meine Nummer 1 ist. Ja? Und bin jedes Mal zum gleichen Ergebnis gekommen. Die Palsner Kind ist meine Nummer 1 tatsächlich. Weil es wirklich kein anderes Lied gibt, wo so Emotionen bei mir hervorrufen wie meterhohe Gänsehaut und fast Flenne auf der Bühne. Wenn es wirklich ein Lied so schafft, bei mir so Emotionen rauszuholen, dann hat es die Nummer 1 eigentlich verdient. Von daher, danke Philipp für die Frage. Meine Nummer 1, die Palsner Kind. Rock'n'Roll. Der Philipp. Schön dich zu sehen, lieber. Ja, nicht ganz so einfach die Frage, aber ich würde sagen, ich stehe mehr auf die harte Sache und ich denke, dass bei mir entweder 5 Buben laufen tät oder komm mit. Das sind so die mir am meisten Spaß machen. Ja, die sind einfach hart und ja, wird es nicht so schnell langweilig und keine Zeit für Trübsal. Das wären so meine Favoriten. Ich glaube, dass bei vielen Leuten vielleicht daheim ist daheim oder so gesetzt wäre, aber wir werden sehen. Ich weiß ja nicht, was die anderen antworten. Mach's gut, Großer.
Bis neulich. Nolle Bobbes! Coole Idee, coole Frage. Ja, wobei sich da für mich erstmal noch eine andere Frage stellt, und zwar einsame Insel. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, dass man irgendwie auf so einer einsamen Insel ist, irgendwie Schiffbruch und so. Aber ist man da nicht schon eigentlich dann damit gestraft genug, dass man da irgendwo allein rumhockt, muss dann auch noch das Einzige, was einer an die Zivilisation noch erinnert und hält, sowas wie Jukebox belade sein mit altem Krempel, muss das sein. Kann da nicht dann auch irgendwie ein bisschen, was weiß ich, Radio SWR 4 oder sowas laufen, aber halt was Gescheites. Aber na gut, wenn es halt dann so ist, Katastrophe kommt selten allein, dann sind halt jetzt nur Feinripp-Lieder drin. Dann, wenn ich mir dann was raussuche, müsste oder dürfte, ja, müsste, und dann läuft nur ein Lied, dann wäre es wahrscheinlich eins von unserer eigenen Sache. Und was mir da ja eigentlich am meisten so gibt, ist eigentlich im Aare Blick, weil das die Botschaft schlechthin ist, finde ich, die Band so ein bisschen vermittelt. Also tatsächlich, Spaß beiseite, das ist das Ding, was Feinripp eigentlich ausmacht. Wir leben im Aare Blick, den gibt's nur einmal und der kommt nie mehr zurück. Und das finde ich gut. Ich glaube, damit könnte ich ein paar Jährchen verbringen. Also, das ist ja mal eine richtig, richtig schwere Frucht. Da muss ich, glaube ich, ziemlich weit ausholen, um dann am Schluss eindeutig sagen zu können, dass ich es nicht weiß. Ja, also ich muss grundsätzlich zwei Dinge unterscheiden. Also es gibt Lieder, die ich tierisch gern mag, die ich laut aufdrehe im Radio, die ich tierisch gern mitsinge und einfach, wo ich dann einfach voll drauf abgehen kann. Und es gibt Lieder, die ich wahnsinnig gerne auf der Bühne spiele, die ich gerne mit den Jungs zusammen abrock. Und die einfach tierische Spaß machen, wenn man sie spielt. Und die müssen jetzt nicht unbedingt immer zwingend dieselbe sein, die Lieder. Aber ist egal, ich gehe so ein Stück weiter, ich hocke jetzt allein auf der einsamen Insel. Und ja, was soll ich sagen? Ich stehe vor dieser Jukebox. Ich habe keine Gitarre. Das heißt, ich brauche einen Song, der sich auch gut besingen lässt. Und es gibt einen Song, der auch einen entsprechenden wahnsinnigen emotionalen Faktor in sich birgt. Den finde ich einfach klasse. Und ich nominiere die Pals und ihr Kind. Den finde ich richtig geil, den Song. Und den kann ich auch im Zweifelsfall als Ohrwurm ein Leben lang mitziehen, weil ich ja dann alle auf der Insel hocke. Und im Zweifelsfall nach 30, 40 Jahren oder immer noch ein Schalalalala, Schalalalala hervorbringen. Also, ich wünsche euch was. Prost! I'm shitting on the rain, I'm shitting on the rain. We need dringend more Sonne for Trinkscholle again.